des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, liebe Gläubige, in dieser Weihnachtsoktav und gleichzeitig Neujahrstag wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen ein gesegnetes neues Jahr, ein gesegnetes Jahr 2015. Wir danken dem Herrn für die Gnaden jeder Art, die wir in 2014 bekommen durften. Und in diesem der Gesinnung des Dankes bitten wir dann auch die Gnade für 2015. Wir haben Grund für diese Gnaden 2014 zu danken. Jeder Art Weise, vor allem geistiger, aber auch materieller Natur. Und somit danke ich auch Ihnen, liebe Gläubige, für die Unterstützung und auch für Treue im Folgen dieser heiligen Messe, die Sie ja nicht folgen, weil Sie dem Pater Florian Abrahamowitsch folgen wollen, sondern weil Sie an der Quelle der wahren Sakramente und der wahren Lehre sich nähren wollen. Und das ist der Grund also des Dankes, das ist der Grund auch, warum auch viele Gläubige hier die Opfer auf sich nehmen und weite Strecken zurücklegen, um die heilige Messe und die Sakramente zu bekommen. Ja. Und hier an diesem Oktavtag, 1. Jänner, betrachten wiederum die großen Geheimnisse der Menschwerdung und gleichzeitig auch, nachdem wir am Stephanstag den Protomartyrer gefeiert haben und auch den Thomas, auch der sein Blut schon vergossen hat, nachdem uns also die Weihnachtsoktav selber schon das Blutvergießen gleich am ersten Tag in der Oktav zur liturgischen Feier darbietet, so verstehen wir also immer besser, Jahr für Jahr, immer wieder, wenn wir die Weihnachtsmysterien feiern, dass eben die Menschwerdung für die Erlösung stattgefunden hat, dass der Grund der Menschwerdung die Erlösung ist und dass die Erlösung durch das Kreuzesopfer, durch das Blutvergießen unseres Herrn vollzogen wurde. Und somit feiert heute die Heilige Kirche das erste Blutvergießen unseres Herrn Jesus Christus für uns am Tag seiner Beschneidung. Und sagt doch der heilige Paulus, dass die Beschneidung unseres Herrn Jesus Christus die Beschneidung von den Lastern ist. Darum bittet er auch heute im Brief an den heiligen Titus, dass man so leben möge, dass man voll Eifer für die guten Werke leben möge, dass man also den weltlichen Gelüsten absagt, dass man keusch, gerecht und fromm in diesem Leben leben möge. Natürlich, wenn wir diese Aufforderung des heiligen Paulus wahrnehmen, so sehen wir zum Beispiel, dass dieser Eifer für die Werke des Guten, der Eifer für den Dienst Gottes, für den Dienst zur Ehre Gottes, ja nichts anderes ist als eben diese große Tugend, das Laster, der Acidia, der Lauheit, entgegengesetzt ist. Und somit, wenn der heilige Paulus verlangt, dass man genügsam, enthaltsam, keusch lebt, so finden wir kleinweis alle großen Tugenden, die den 7 Hauptlastern entgegengesetzt sind, beziehungsweise jene großen Tugenden, die diese Laster oder auch diese Neigungen zum Laster in uns besiegen. Ja, so ist es sicher also, dass die Selbstgefälligkeit, der ungeordnete Ehrgeiz, die Falschheit, die Sturheit des Geistes, der Ungehorsam, alle diese Auswüchse des Hochmutes, sowie auch der Geiz, das ungeordnete Verlangen nach den Gütern dieser Welt, die Unreinheit,
Ersehnen fleischlicher Gelüste außerhalb des von Gott eingesetzten Sakrament der Ehe, das ungeordnete Verlangen nach Speise und Trank, die Traurigkeit über den Erfolg und das Gut des Nächsten, das sind alles Laster. Und wenn Jesus Christus sich beschneiden hat lassen und dann am Ende seines Lebens, wenn er sein Blut am Kreuzesholze vergießen wollte, so deshalb, um diese unsere Sünden, die wir aufgrund dieser Laster begangen haben, Gott Vater gegenüber zu sühnen, aber mit dieser Sühne auch uns einen ungeheuren Schatz von Verdiensten erworben hat, damit wir ihn nachahmen, wir selber auch unserer Sünde, unserem Hochmut, unserer Fleischeslust, unserem Neid, unserer Lauheit absterben. Was wir anfänglich aus uns heraus überhaupt nicht können. Wir sind ja ohne unser jegliches Zutun aufgrund der Barmherzigkeit Gottes gerechtfertigt worden, im Glauben an Jesus Christus und dann in der Taufe, die uns in Jesus Christus eingliedert. Aber dann ist es wohl unsere Pflicht, unser Werk, Jesus Christus nachahmend, die Tugend zu üben und das Laster zu besiegen. Und da wollen wir kniend und dankend und die Füße Jesu Christi, des Neugeborenen, küssend, in unsere Arme des Geistes jene große Wahrheit aufnehmen. Es ist unmöglich, dem Hochmut abzusagen, dem Geiz, der Eifersucht, der Fleischeslust. Es ist unmöglich, diesen Lastern abzusagen und mit Tugenden, mit Werken der Tugenden zu ersetzen, ohne dass das uns wehtut. Genauso wie das Kleinkind im Augenblick der Beschneidung einen Schrei loslässt, den selbst die fürsorglichste Mutter nicht beruhigen kann, so ist es auch im geistigen Leben der Schrei des geistigen Schmerzes, wenn von uns ein Stück Hochmut weggerissen wird, wenn von uns ein Stück Fleischeslust weggerissen wird, wenn wir eben der Welt entsagen, wenn wir den Gelüsten der Welt entsagen, dem Hochmut, der Gier, dem Neid, dem Stolz, wenn wir entsagen unserer Faulheit, unserer willentlichen Abneigung, unsere geistlichen Pflichten zu erfüllen. Wenn das alles geschieht, so kann das nicht ohne Schmerz geschehen. Und wehe uns, wenn wir uns in schönen und heiligen und tiefsinnigen Gedanken wohlgefallen und dann bei der ersten Prüfung, die uns anheimfällt im täglichen Leben, sofort innerlich rebellieren. Uns fragen, wie ist das möglich? Ich bin doch eben gerade so ein glücklicher Christ gewesen, es war doch alles so schön und alles so wahr und alles so schön. Und auf einmal bricht die ganze Welt zusammen. Das heißt, dass wir nichts verstanden haben. Das heißt, dass wir nicht verstanden haben, dass wenn wir uns selbst absterben wollen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Einschnitt in unseren Eigenwillen sehr, sehr wehtut, der uns auch einen spontanen, schrillen geistigen Schrei abbringt. Nun bitten wir die Allerseligste Jungfrau Maria in diesem Tag der Oktave, diese Gnade zu erlangen, mutig und großzügig unseren Herrn Jesus Christus nachzuahmen und unsere Laster und unsere Neigungen zum Laster mutwillig beschneiden lassen. Im felsenfesten Vertrauen und in der Überzeugung, dass das der einzige Weg ist, sowieso für uns, für unser Heil, aber auch für die christliche Gesellschaft, für die katholische Kirche, für eine Rückkehr zum katholischen Glauben und zu einem wirklichen sakramentalen Leben. Das gilt für die kirchliche Gesellschaft genauso wie für die bürgerliche. Und so wie die bürgerliche Gesellschaft kleinweise über die Jahrhunderte hindurch sich vom Glauben entfernt hat und letzten Endes
den teuflischen Geistern des Liberalismus anheimgefallen ist und mit der französischen Revolution angefangen hat, die Welt zu verändern. Und das Zweite Vatikanische Konzil diese teuflischen Prinzipien in die äußere, scheinbare Hülle von katholischem Glauben im Zweiten Vatikanischen Konzil auch eingesetzt hat. Seitdem gibt es kein Zurück aus diesem Abgrund, wenn nicht über diesen Weg der persönlichen, täglichen Heiligung. Genauso wie das Christentum entstanden ist, so kann es nur so und auf diese Weise kann es wieder entstehen. Genauso wie die Heiden langsam die Tugend der Christen entdeckt, bewundert haben und nachgeahmt haben, genauso wie das Christentum die Horden der Barbaren in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters bekehrt hat. Genauso kann jetzt nur eine Rückkehr zum Christentum auf diese Weise erfolgen. Anfänglich durch einzelne Seelen, die sich heiligen, dann weitergehend auf die verschiedenen auch Institutionen, die diese Wahrheiten wieder predigen und leben. Gewiss, es kann das nicht ohne die öffentliche Anprangerung und ohne die öffentliche Entmaskung des Miedlings geschehen, ganz gewiss. Aber diese zweite, notwendige, unablässige Arbeit ist ohne die essentielle Arbeit der Heiligung nutzlos. Das ist die Gnade, also die wir von der Allerheiligsten Frau Maria erbitten in diesem Oktavtag selber Jesus Christus in seiner Selbsthingabe und in seinem Blutvergießen nachzuahmen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus.